Musiker etwa. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Herren und Mademchen, ganz herzlich willkommen hier im Altstadttheater im Söckchen. Der Mutzenmanager geben sich ihr, das heißt, ihr hattet mit einer Karnevalistenvereinigung und nicht mit einem Fastelavensverein zu tun. Ja? Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben und da verstehen wir auch, dass wir es braucht, um hier in Pflege tun, dass wir für uns kölsche Sprache instehen, dass wir Künstler auf der Bühne präsentieren, die genauso denken und arbeiten wie mir. Und dafür haben wir heute ein neues Konzept, was wir euch präsentieren möchten, nämlich eine kleine, aber, wie wir hoffen, feine Veranstaltung. Es dauert ja nicht so lang, also Weihnachten frühestens, Ostern sind wir auch wieder daheim. Das ist wichtig, denn wir wollen überhaupt alle ein bisschen Spaß haben und es soll nicht so eine Mammutveranstaltung werden. Nein, es soll klein, wie gesagt, und fein sein. Aber Kölsch. Wir haben so einen kleinen Querschnitt, den wir euch präsentieren wollen. Da ist Musik mit bei, da ist ein Reimrede mit bei, da ist Zwiegespräch mit bei. Und noch uns Musik. Und wir fangen direkt mit einer Pause an, die wir einfach jetzt auch hinter uns haben. Denn wie das so ist bei einer Premiere, die erste Künstler, die hier an sich stehen sollte, da kommt maximal einer von hier stehen, denn der andere liegt, nämlich im Krankenhaus. Also, das jeder schon als Genemi. Deswegen fangen wir direkt mit der zweiten Nummer an. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da kann ich euch jetzt hier präsentieren, das hat er hier in Köln wahrscheinlich noch nicht so unbedingt aufgeholt. Das ist nämlich ein Künstler, der als Dreck hier auf der linken Seite von mir aus hier sind parat steht. Es ist der HP Jonen und der hat ganz kräftig als Musiker jetzt zu beten. Aber da erzähle ich euch ja nicht lang und viel von. Der lassen wir jetzt uns hier auf die Bühne kommen. Herzlich willkommen, HP Jonen. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen, liebe Freunde. Schön, dass ich nachher oh, jetzt wird es aber laut, nachher gefunden habe. Ja, ich will nicht lang schweigen, ich will einfach ein bisschen mit euch singen, ein bisschen schunkeln, dass wir uns einfach jetzt Freude machen. Mit was bekannten Stückchen oder auch was unbekannteren Stückchen. Schauen wir uns, wie es so läuft. Und wir steigen einfach ein mit dem ersten Stückchen. Mit noch Ostermann-Expresschen, jetzt ist ein bisschen los. Einstens der Herrgott in Laune bereit, viel Schönes zu geben, der rheinischen Maid, legte er ihr doch vor allem Goldes Lachen in den Schoß. Übermut und so viel Frohsinn hat ein Kind vom Rheine bloß. Willig, drum soll ich im Leben ein Mädel mal rein, dann muss es am Rhein nur geboren sein. Drum soll ich im Leben ein Mädel mal rein, dann muss es am Rhein nur geboren sein. Jawohl! Die Frauen von der Donau ich grad so gern seh, wie die von der Elbe und die von der Spree. Doch wovon in 1000 Lieder immerzu der Dichter singt, diese eine, die vom Rheine alles in Ekstase bringt. Drum soll ich im Leben ein Mädel mal rein,
weiter. Wir fangen ganz ruhig an, ändert sich aber ganz schnell. Einmal im Jahr geht es runter und drüber. Einmal im Jahr sind wir alle verwöhnt. Und dann wird man geküsst und man küsst immer wieder. Man schunkelt, man lacht und man sagt ganz entzückt: Du darfst mich lieben für 3 tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Du kannst mir alles, alles Schöne sagen. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Du darfst mich lieben für 3 tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Du kannst mir alles, alles Schöne sagen. Nur nach dem Namen frag ich bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag ich bitte, bitte nicht. Der Siegfried, der ist bei den Frauen eher schüchtern. Er liebt sie platonisch und betet sie an. Doch an Karneval wird Siegfried 3 Tage nicht nüchtern. Dann muss man ihn sehen, denn dann geht er ran und dann singt er: Du darfst mich lieben für 3 tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Du kannst mir alles, alles Schönes sagen. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. Du darfst mich lieben für 3 tolle Tage. Du musst mich küssen, das ist deine Pflicht. Du kannst mir alles, alles Schöne sagen. Nur nach dem Namen frag mich bitte, bitte nicht. So, liebe Freunde, jetzt weiter auf Holländisch. La 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 Nur nach dem Namen frag ich bitte, bitte nicht. Nur nach dem Namen frag ich bitte, bitte nicht. Ja, schön. Ja, liebe Freunde, als nächstes habe ich ein Stückchen mitgebracht aus der eigenen Feder. Und zwar handelt das so ein bisschen davon, was alles so bei mir passiert und wo mein Herz für schlägt. Nehmt euch uns links und rechts hinein. Wenn am 11. im 11. Fastelovend beginnt, dafür schlägt mi Herz. Wenn zur Weihnachtszeit der Christbaum geschmückt, dafür schlägt mi Herz. Wenn wir Schütze fest haben, der Blaskapell schwellt und in allem Mandelchen Städtchen trägt, ja, da weiß man, es gibt noch echte Momente, für die es sich leben lässt. Dafür schlägt mi Herz und das klingt so richtig gut. Dafür schlägt mi Herz und das macht mir immer Mut. Dafür schlägt mi Herz und denkt auch dann an euch. Dafür schlägt mi Herz und es schlägt ganz besonders für dich. La 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 la.
sich füllt und der ganze Saal zu Jahren brüllt. Ja, da sieht man, das Leben hat echte Momente, für die Alter schlägt wie Hetz. Dafür schlägt wie Hetz und das denkt so richtig gut. Dafür schlägt wie Hetz und das macht mir immer Mut. Dafür schlägt wie Hetz und es denkt auch dann an euch. Dafür schlägt wie Hetz und es steht ganz besonders für dich. Zu tanzen, zu feiern, begründet sich Schwale, für all das schlägt wie Hetz. Nehmt euch in der Arm, dann geht uns ganz warm, wir schunkeln links und wir schunkeln rechts. Dafür schlägt wie Hetz und das geht so richtig gut. Dafür schlägt wie Hetz und das macht mir immer Mut. Dafür schlägt wie Hetz und es denkt auch dann an euch. Dafür schlägt wie Hetz und es steht ganz besonders für dich. Dafür schlägt wie Hetz und es steht ganz besonders für dich. La 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 la. Dankeschön, vielen Dank. Jetzt wird uns kurz ein bisschen ruhiger.
kann ich nicht sehen. Hey, 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 nimm mich so wie ich bin. Einfach so wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich nicht sehen. Doch anders kann ich nicht sehen. Doch anders kann ich nicht sehen. Ja, liebe Freunde, das war ein kleines Stelldichein von mir hier als Warm-up für den langen Gleich. Ich hatte völlig Spaß, immer mit euch zu singen. Aber eins will ich natürlich noch loswerden. Ich will dich nie, niemals vergessen, denn die Nacht mit dir war schön. Bye, bye, mein Mann, auf Wiedersehen. Bye, bye, mein Mann, auf Wiedersehen. Euer HP Jugend sagt Tschüss zusammen. Happy Jugend! Ja, hör ich. Also wir machen an der Suche an, ja, wir sind ja sozusagen im Freiwasser. Wir schwimmen ja ganz frei rum, wir haben ja keine Zwänge. Im Gegenteil, weil jetzt noch einer im Spital liegt, haben wir noch Mietplatz im Programm. Also der Habe, der Gütz nachher noch uns wieder hätte gesagt. Ne? Und ich meine, der hätte das fantastisch gemacht. Ne? Dankeschön, bis später. Dankeschön. Ich habe nicht ebenfalls angesprochen, haben so eine richtige Rutsch quer durch der Muzia gemacht. Und deswegen kommen wir jetzt auch direkt bei der nächsten Nummer. Und das ist eine, der hätte wirklich hart getroffen. Also da habe ich sehr, sehr großes Mitleid irgendwie mit. Sie müssen sich das mal vorstellen, meine Damen und Herren. Der arme Mann, der ist daheim als einzigster Mann mit 4 Töchtern und einer Frau in einem Knie. Ja. Ich hätte neulich gesagt, das ist eine arme Socke. Ne? Lassen wir uns darauf einigen. Aber er hat aus dem Ganzen eine Tugend gemacht und hätte gedacht, ich brauche meinen Freiraum. Ich schloss die ganze Frau Lückjens daheim, ich setze mich jetzt so ein Stillbänkchen irgendwo, wo ich mich roh habe und da tue ich das, was ich gut kann, nämlich reimen. Und das kann er wirklich gut. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf den Langen. Es wäre schön, wenn Ton Es sprach der Bauer Waldemar zum Sohn, du bist jetzt 30 Jahre. Entscheidest du dich für eine Frau, dann bedenke ganz genau, hat sie auch Hände voller Gicht, 7 Warzen im Gesicht, Haare auf dem Schneidezahn, ein Hintern wie ein Pavian. Trägt sie einen ausgeprägten Buckel, ist der Yang daher geruckelt. Kann sie dabei in allen Lagen Ferkel mit der Brust erschlagen? Bläht sie im Stehen oder Liegen so sehr, dass sich die Balken biegen? Das hat alles nichts zu sagen, wichtig nur in Herzenslagen. Sind volle Scheunen und 10 Trecker, 100 Hektar gerade Äcker. Der Patenonkel Fabrikant, gutes Bauerwartungsland, ein Hahn, der morgens kräht am Mist und eine Magd, die willig ist, dann kann sie, mein ich, unbenommen von mir aus auch aus Münster kommen, denn jeder Tag wär Karneval, ob sich da rein ist scheiße, ja.
Ja, guten Tag. So ist das mit den Gedichten im Jahre 2017, wenn man da was mit Blödsinn machen will. Man kann auch im Reim seine Frau vorstellen, das ist die Therese, die wird nur Dres genannt, und was so mit Dres abgeht, kann man mit folgenden Zeilen wunderschön beschreiben. Morgens früh um 7 Uhr, da hört der Dresde Müller fuhr, springt aus dem Bett sofort hinaus, oh wei, der Müll ist noch im Haus. Im Morgenmantel grün kariert, Gesicht und Haare nicht regiert, sprintet sie um 7 Uhr draußen Richtung Müllabfuhr, die schon am Nachbarhause steht. Sie keucht und ruft, bin ich zu spät. Der Müllmann schreit, oh nein, springen Sie noch ruhig rein. Man kann natürlich auch in Reimform seine Verwandtschaft vorstellen, das geht ganz einfach. Mein Schwägerin, die kann gut küssen, die hat so manchen Mann verschlissen. Wenn die mal stirbt, hört zu, ihr Lieben, steht auf dem Grabstein groß geschrieben, hier hohen Rosalies Beine, sie schläft zum ersten Mal alleine. Man kann natürlich auch in Reimform über das Dorf erzählen und über die Geschäfte, die wir da haben. Und da bietet sich immer als erstes eine Bäckerei, weil da ist immer Leben. Und es gibt da eine Bäckerei, da komme ich jeden Tag vorbei. Der Bäcker hat eine Aushilfskraft, die seit kurzem bei ihm schafft. Und jeden Morgen kurz vor 3 macht sie den Oberkörper frei. Wenn ihr jetzt fragt, was soll denn das? Er nimmt nur mit den Fingern Maß. Jedes Brot ist so schön rund und wiegt genau 3,5 Pfund. Jetzt war die mal 2 Wochen krank. Oma vertrat sie, Gott sei. Der Bäcker, dieser Idiot, backt 14 Tage Fladenbrot. Das Schöne an der Reimform ist aber auch, wenn man sich Klassiker, die schon 40, 50, 60 Jahre nimmt und diese dann in Reimform anders interpretiert. Ein wunderschönes Ding von Hans Hachenberg, und gerade hier, denke ich, kann man das mal versuchen. Wir waren zu Haus an Kindern 7. Eines war was stehen geblieben. Trotz 5 Jahre und 4 Wochen hatte der Jung noch nie gesprochen. Der Doktor sprach dann zu Papa, fahr mit der Jung nach Kevela. Das Wasser dort soll heilig sein, zoppt ihn in der Brunnen rein. Pap fuhr mit der Jung dahin und tunkt ihn in der Brunnen rein. Der kommt hoch und macht Krawall. Pap, du Hesse, nimm mich ein. Was war der Pap, ein froher Mann, und rief sofort zu Hause an. Frau, ein Wunder ist geschehen. Ich hab's gehört, ich hab's gesehen. Vorbei von nun an alle Qual, der sprach, ich hetze mit mir. Recht hätte der Jung, sprach man beklommen. Du hast doch Falsche mitgenommen. Herzlichen Dank. Starnisch gut, 4 Stelle unter der Type von der Lange. Da muss ich mich mal dran gewöhnen. Könnte sagt man immer der Lange. Der Lang. Alfred Wings, meine Damen und Herren. Sie jetzt traut man einem leibhaftigen Kriminalbeamten überhaupt nicht so, ne? Dass der so jetzt kann, aber er kann, ne? Oder?
Nochmals ganz herzlichen Dank auf Wiederleben, Alfred. Ich denke, wir werden dich mit Sicherheit in Köln nicht das letzte Mal gesehen haben, zumal du bist ja fest Mitglied bei der Mut zum Manager. Ich erzähle nachher noch ganz gut, wie das hier demnächst vielleicht so laufen wird. Wie gefällt es euch dann bis jetzt so? Da boven in de Backnets kann man gewoon singen. Auch. Gut, bin ich schon ein bisschen beruhigt. Ich denke, wir sind alle ein bisschen jetzt beruhigt. Noch uns ganz herzlichen Dank, dafür wir wieder machen. Alfred Winks. Ja, wenn ich so rausgucke, wenn ich hier so ein bisschen links schaue, da hast du die Rundfahrten von der Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft. Und wenn du damit unterwegs bist und du fährst nach Ringerhafen und kommst irgendwo, sagen wir mal, bei Linz aus, steigst du uns aus, gehst irgendwo rein, trinkst das erste Gläschen Wein, das zweite Gläschen Wein und auf einmal kommen sie wieder, diese wunderschönen alten Lieder. Hakt euch mal ein. Ist der Himmel am herrlichen Rheine, Blumenlau, sind die Augen der Frauen beim Weinen, darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau, dann seid am Ende auch ihr Blumenlau. Und nochmal! Blumenlau ist der Himmel am herrlichen Rheine. Blumenlau sind die Augen der Frauen beim Weinen. Darum trinkt Rheinwein, Männer seid schlau, dann seid am Ende auch ihr Blumenlau. Ich hab den Vater rein in seinem Bett gesehen, ja, der hat's wunderschön, der braucht nie aufzustehen. Und links und rechts, da wächst der allerbeste Wein. Ach, wäre ich doch nur der alte Vater rein. Einmal am Wein und dann zu zweit alleine sein. Einmal am Wein, beim Gläschen Wein, beim Mondenschein. Einmal am Wein, du glaubst, die ganze Welt ist dein. Es lacht im Mond zu jeder Stund, das kranke Herz, es wird gesund. Komm, ich lade dich ein. Einmal am Wein, wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Pinke, wer hat so viel Geld? Wenn das Wasser in goldener Wein wäre, ja, dann möchte ich so gern ein Fischlein sein. Heidi könnte ich dann saufen, brauchte keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Wein wird niemals leer. Heidi könnten wir dann saufen, brauchten keinen Wein zu kaufen, denn das Fass vom Vater Wein wird niemals leer. Jawohl. Dankeschön. Tina Schulenberg. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von mir.
plötzlich weiche Knie. Sie war ein Traum und war so schön anzuschauen. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir, bis dass der Morgen erwacht. Komm, trink dein Bier so langsam aus, ich nehm dich mit zu mir nach Haus. So eine Nacht hast du im Leben noch nicht mitgemacht. Morgens um 8 Uhr wurde mir klar, dass es um mich geschehen war. Ihr glaubt es kaum, doch fort war mein wunderschöner Traum. Wenn ich träum in der Nacht, träum ich immer von dir. Du bist der hellste Stern in dieser schönen Nacht und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir, bis dass der Morgen erwacht. So, liebe Freunde, jetzt sind wir musikalisch an einer Stelle angekommen, wo wir ausnahmslos alle die Hände zum Himmel nehmen, im Rhythmus mitklatschen und wir vervollständigen alles mit Universaltext. La 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 la. Und der Stern sagt zu mir, ich bleib gerne bei dir, bis dass der Morgen erwacht. Bis dass der Morgen erwacht. Ja. Dankeschön! Ja, liebe Freunde, jetzt ist es so, es müssen nicht immer die lauten Töne sein im Fastenlauf, es darf auch uns ganz ruhig zugehen und da habe ich ein Stückchen mitgebracht, das kennt ihr auch alle Male, ist auch schon ein paar Tage alt, aber ich finde es einfach immer wieder schön. Das ist fast wie ein Reinform, ihr könnt auch immer mitmachen am Ende, ne? Du bist die Stadt, der überall entstand. Du kannst mit uns als Mensch schon angekommen. Du kannst ein herrlich Lachen in ihr Gesicht. Du bist die Frau, die Rotz und Wasser riecht. Ja, den Horn und so bunt die Klingen, du hältst mich in der Bund, noch der Nähe Hund. Ja, ihr schwingt und der Fott, jetzt bringt ihr Glück, dass ihr das an jetzt steht. Milch! Du bist die Stadt, auf die man alle stand. Du hältst uns als Benz schon angekommen. Du hältst ein herrlich Lachen in ihr Gesicht. Du bist die Frau, die Rotz und Wasser kriegt.
sowieso. Das ist etwas ganz Besonderes. Die sind schon länger jetzt bei der Mutze. Die zwei, die man bisher geholt hatte, die sind ganz frisch bei der Mutze. Aber jetzt kommen welche mit einem Koffer auf die Bühne. Und ich hatte eben schon angesprochen, meine Damen und Herren, ein Zwiegespräch kündigt sich an und hier sind sie. Empfangen Sie mit mir Labbes und Rückes. Ist natürlich so. Habt ihr Platz für den Überseekoffer? Kommt doch noch jetzt. Ich hatte Zwiegespräche angesagt. Ja. War das voll? Ja, schönen guten Abend zusammen. Petrol. Ja, hier vorne sind welche reingekommen, die haben den Anfang der Veranstaltung nicht mitbekommen. Hier wird nicht nur gesungen, sondern zwischendurch auch gesprochen. Das Schöne ist, wenn ihr euch jetzt nach hier dreht, habt ihr direkt auch noch ein Bild zum Ton. Ja, aber so wie ich das mitkriege, sonst seid ihr alle gut drauf, oder? Gut drauf? Ja! So richtig gut drauf? Ja! Ja, ich leider nicht. Nee, eigentlich wollte man zu zweit nach hier kommen, aber irgendwie geht heute alles daneben. Ich weiß es auch nicht. La 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 la. Mir geht gut. Geht dir auch gut? Wunderbar. Kannst du meinen Koffer tragen? Also halt, aber so kannst du ja keinen wildfremden Menschen deine Klamotten tragen lassen. Aber hör mal, wenn du einmal hier oben bist, wie heißt du denn überhaupt? Mal einen Riesenapplaus für den Roger! Roger, dein Applaus, vielen lieben Dank. Nimm vorne wieder Platz. Genieß die nächsten 2 Stunden von unserem Kurzprogramm. Aber Labbes, du musst doch zugeben. Du musst doch zugeben, der Roger ist da wirklich sehr nett. Also ich fand den nur nachtragend. So, ich habe mal eine Frage da hinten in der Ecke. Hallo? Hallo? Könnt ihr uns verstehen? Aber wir euch. Kannst du mir vielleicht am Anfang mal sagen, wo du schon wieder bleibst? Wo warst du denn noch? Du bist ja schon wieder zu spät. Ja, tut mir leid, ich bin liegen geblieben. Ne? Mit dem Auto? Nee, im Bett. Junge, aber wo du jetzt doch noch erschienen bist und wo es jetzt so schön ruhig ist, muss ich uns zwei ja zuerst einmal vorstellen. Meine Damen, meine Herren, Drickes und Labbes, das Zwiegespräch. Hörst du überhaupt zu? Ja. Ja, was habe ich denn hier gerade gemacht? Du hast uns hier vorgestellt, ne? Ja, und wie? Du hast gesagt, meine Damen, meine Herren, Drickes und Labbes. Und das Wichtigste fehlt. Ja, wie das Wichtigste fehlt. Nach Labbes sollst du doch immer sagen, das Zwiegespräch. Nach Labbes immer das Zwiegespräch. Ja. Nach Labbes immer. Genau. Meine Damen, meine Herren, Drickes und Labbes, das Zwiegespräch. Richtig, Labbes. Das. Also du bist doch sowieso vollkommen ahnungslos. Weißt du eigentlich, was es bedeutet, wenn man nach Hause kommt zu einer Frau, die einen liebt? Zu einer Frau, die dann auch noch zärtlich und leidenschaftlich zu einem ist. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das bedeutet, du bist in der falschen Wohnung. Also
Also wirklich, Labbes. Das Zwiegespräch. Also dir kann es doch heute Abend mal wieder nicht gut gehen. Geht es euch noch gut? Was denn jetzt? Oh ja, jetzt wird's gefährlich. Jetzt. Ja, nun komm, gib mir das Instrument bitte auch mal rüber. Du, wo wir aber jetzt mal so schön eng zusammenstehen, hätte ich mal gerne eine Frage. Ja, Was ist das eigentlich für ein Löffel in deiner Hosentasche? Löffel. Hier bei mir auf der Seite blinkt doch die ganze Zeit ein Löffel. Der Löffel. Ja, der Löffel. Ja, weißt du, mit der Musik alleine kann man nicht genug Geld verdienen. Gehe ich hier im Söckchen schon mal obern. Obern. Kellner. Hier im Söckchen, du. Und jetzt was los, du? Ja, dann erzähl uns das doch mal allen. Denn jetzt stand ich hinter der Theke, geht die Türe auf. Wusch, 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 wusch. Ja, das haben Türen so an sich. Ja, aber da kamen 2 Frauen rein. Was denn für 2 Frauen? Ja, eine Inderin Mit so einem Punkt auf der Stirn. und ein Betonvogel, Betonvogel. Bordsteinschwalbe. Ich fasse es mal ganz kurz für uns alle hier im Lokal mal begreiflich zusammen. Da kommt also hier in diese Kneipe so eine Inderin mit so einem Punkt auf der Stirn und so ein leichtes Mädchen eine Türe rein. Gleichzeitig. Und dann? Die kommen beide an die Theke. Gleichzeitig. Und dann? Die bestellen beide ein Kölsch. Gleichzeitig. Und wen hast du dann zuerst bedient? Ja, natürlich die Inderin, ne? Wieso natürlich die Inderin? Hör mal, hast du der Schule nicht aufgepasst? Wieso? Punkt geht vor Strich. Also wirklich, Labbes. Das Zwiegespräch. Hör es endlich auf. Und vor allen Dingen, mein Freund, mal als Tipp. Wenn man in der Gastronomie so richtig viel Geld verdienen will, Junge, da musst du doch mal was machen, was die anderen nicht machen. Da mache ich diesen Sommer. Diesen Sommer. Imbissbude. Ach Quatsch. Imbissbude gibt es doch bald an jeder Ecke. Hör mal, ich mach die nicht an der Ecke. Ich mach die in Köln-Weidenpech auf der Pferderennbahn. Auf der Galopprennbahn. Ja. Du mit einer Imbissbude. Ja. Also weißt du, da ist die Konkurrenz doch noch größer. Aber nicht mit meinem Werbeslogan. Deinem Werbeslogan? Gestern noch geritten, heute schon mit Fritten. Also das ist echt nicht normal mit dir, Labbes. Das Zwiegespräch. Also der kann es wirklich nicht gut gehen heute Abend. Geht es euch noch gut? Was denn jetzt? Komm, gib mir das Teil bitte auch mal rüber. Sag mal, wo hast du das kleine Ding denn jetzt überhaupt schon wieder her? Aus der Waschmaschine. Warst du mit in der gleichen Maschine? Hör mal, Kollege, ich bin nicht klein, ich bin nur platzsparend, ja? Du kriegst gleich Platz sparen. Um aber noch mal kurz auf deine Imbissbude zurückzukommen. Kannst du denn überhaupt kochen? Ja, ich koche immer alles mit J. Ja gut, vom lieben Gott alleine wird man ja nun mal nicht satt. Ich wollte wissen, was du kochen kannst. Ja, wie gesagt, alles mit J. Wie alles mit J? Ja, pass auf. Mir heute Jans, Jode, Jorge und Zola vom Jagdsee. Nur Käse? Jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse. Kein Fleisch? Ein ganz gerupfte Janzus Jodesbarsch. Wie jetzt? Pass auf, mir heute Jans, Jude, Jorge und Zola vom Jagdsee. Jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse. Und Jans gerupfte Janzus Jodesbarsch. Da man mit der Jans, Jude, Jorge und Zola vom Jagdsee und jede Menge gesalzene japanische Joken und jodgedünstetes Jachtengemüse die Jans gefüllt. Gefüllt. Mit den Händen gefüllt? Jardinenstange genommen. Ganz gefühlvoll gepresst und gestopft. J. Kannst du bitte einmal noch mal ein Wort sagen, das nicht mit J anfängt? Peng! Wie Peng? Ganz geplatzt. Ganzes Gedrisse je in Jardine gespritzt. Schöne Sauerei. Und was habt ihr dann gemacht?
Jalousie geschlossen, Gardine gewaschen, getrocknet, gebügelt, Jalousie geöffnet. Mensch, ich meine natürlich, weil ihr dann gekocht habt. Gänsejulasch. Gut gewürzt, geil geschmeckt. J, ich verstehe dich nicht. Du hast mich nicht verstanden. Pass auf, ich fange nochmal ganz langsam von vorne. Was? Leute, ganz zu die Jonsson vom Jahr, da sie jede Menge sagt, der bei Schlogen, du zu lachen müssen. Und ganz ruft die Jans Josberg. Aber der Jans zu die Jonsson vom Jahr, da sie, und jede Menge sagt, der bei Schlogen, du zu lachen, die ganze Jans zu fragen. Jetzt bin ich unterbrochen worden. Ich fand dann gerade mal von... Ja, untersteh dich, mein Freund, untersteh dich. Aber J, man könnte ja wirklich meinen, du hast schon alkoholische Getränke konsumiert. Yes! Ganz gepflegt, gezapftes Jaffelkirsch, ganz genüsslich getrunken. Schluss jetzt mit J, ich will dir nichts mehr mit J hören. Gut gerülpst. Ja, dir und Ihnen jetzt zwei Jude, aber nichtsdestotrotz werde ich uns zwei jetzt mit meinen Worten verabschieden. In der Zeit, wo ich das mache, mein Freund, hältst du bitte ganz einfach meinen Stock fest? Aber ich bin doch kein Stockhalter, du. Und damit er bei deinem Geschick nicht kaputt geht, hältst du mir den bitte mit beiden Händen fest. Meinst du nicht, das sieht komisch aus, du? Ein Stock mit zwei Händen? Du, das ist mir vollkommen egal, wie das aussieht. Und damit du mir jetzt am Mikrofon auch wirklich nicht dazwischen funken kannst, gehst du mindestens 1 Meter weiter nach hinten. Und das sieht nicht komisch aus, das ist unfair, ja? Diskutier nicht, guck, dass du in eine zweite Reihe kommst. Hier noch ein Stück noch. Da kannst du ruhig stehen bleiben, Labbes. Das Zwiegespräch. In die zweite Reihe mit dir. Meine Damen, meine Herren, geschätztes Publikum, besonders die 6 jungen Herren da hinten, die doch noch zur Ruhe gefunden haben. Es war uns wirklich sehr angenehm, hier heute Abend in einem so schönen Lokal mit... Also, ja, wir hoffen, wir haben Ihnen was Freude gemacht. Und ihr habt aber kräftig gelacht. Nächstes Mal erzählen wir wieder was Jeckes. Bis dahin verbleiben wir. Der Labbes. Das Zwiegespräch. Danke, Schütze, Labbes! So, meine Damen und Herren, was jetzt gut, das weiß ich an und für sich ja nicht so genau. Man hat mir einen Zettel zugesteckt, da steht nur Lauenstein drauf. Was jetzt, ich weiß ja, dass der vielseitig ist, ich weiß auch, dass der wandelbar ist wie ein Chamäleon, wenn ich was sage. Da ist halt, man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht verhören. Wir freuen uns jetzt auf unsere Freund Detlef Lauenstein mit Begleitung. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne den Moderator nochmal zurückbitten. Ganz kurz. Ganz kurz. Ja, warum gehst du denn hier rum? Ich finde... Ja, kannst du danach was trinken. Also, ob jetzt Präsident oder Vorsitzender oder nicht. Bas, Montreal. Er macht es richtig gut, weil er macht das mit dem Herzen, er macht das mit der Seele und er gibt euch jetzt alle einen aus. Deswegen Applaus. So, da war er. Tschüss zusammen. Das ist eine gute Idee. Ausgeben. Ich hatte mit irgendeiner Dame einen Deal. Kann ich den Hocker jetzt haben? Du kriegst ihn gleich wieder. Ach, du hast ihn weiter vermietet. Ja. So ist es. Meinen kriegst du nicht. Nee. Tut mir leid. Oh nee, nee. Herr Unrein. Ach, vielen Dank. Bitte mal Applaus für Herrn Unrein Junior als Möbelpacker. Ah, ist das schön. So.
Wir verteilen heute auch wieder musikalische Rollen, ne? Du musst ja nicht deine Tasche festhalten. So. Du hältst die ganze Zeit dich selber fest, das geht auch nicht. So. Ach, wie schön. Hast du einen Vornamen? Ihr Lieben, liebe Mutze von Willig, wenn einer einen, jetzt musst du das Glas mal weglegen, das kannst du klar, einen richtigen Applaus verdient hat, dann ist das hier ein Söckchen-Fan. Immer noch Gregor, ne? Heute mit einer Hollywood-Kamera ausgestattet und Double Surround Sounding Täterei. Das ist sehr schön. Der Gregor ist ein ganz lieber Freund und Gast von uns. Der macht heute hier die Aufnahmen für den Mozart schlechthin. Ja, wo du gerade quatschst, jetzt hast du ja wieder was frei. Vielen Dank, mein Lieber. Ich freue mich jetzt schon auf Hollywood. Ich möchte an dieser Stelle auch einen Mann vorstellen, mit dem ich seit über 22 Jahren, muss ich mal, ihr werdet ihn nicht erkennen, der Friseur. Ja, ich war endlich mal beim Friseur. Endlich Der mal. jahrelang gestorben ist. Ich habe die, hab die Wette gewonnen. Ja, so Kommt rein. Ja, kommt einfach rein. Ihr braucht keine Eintrittskarte, weil ihr seid die übernächste Nummer. Ja, ja, leck mich am Arsch. Ja, Applaus. Cindy und Bert. Ja, immer wieder sonntags. Ja, super. Jetzt gehen wir alles hin. Ich freue mich. So, das war mal ein kurzer Auftritt. Ne? Ihr kennt euch noch nicht so lange, ne? Ja, dann muss das auch reichen. So, wir möchten uns gerne, bevor wir was sagen, machen wir Musik. Bitte euch. Ist das herrlich. Ja, die Jugendherberge hat wieder auf. Schön, grüß dich. Ja, noch. So, wir verabschieden uns mit folgendem Lied. Wo sind die Trommler? Da und? Ja, nicht alle auf einmal. Hallo. Könnt ihr euch mal absprechen? Ja. Ich sag Bescheid. Ja, ist jetzt schön. Wollen wir mal klatschen? Vorspiel Peter Paschek. Und der ist auch wieder toll, super gemacht. Ja, das Problem am Pionier ist, wenn wir für eine Sitzung gebucht werden für 20 Minuten, dann macht er 19 Minuten Vorspiel. Und dann muss ich ja schon kassieren, ne? Ich meine, wie blöd. Manche Frauen mögen das. Ja, ja. Okay. Alle Frauen, die das mögen, bitte mal rausgehen, dass wir zählen können. Ja. So, jetzt. Achtung, Rhythmus. Da die letzte Mal gesehen, kann ich dich schon für Jahre, schon damals war ich hin. Ich weiß nicht wieso, so richtig fest verknallt, bis zur beide Uhr, wo ich nur bei dir sind, Dinge, die auf mir sind. Königstein am Rhein, ich mag dich wirklich gern. Ich mochte dich wie du bist, aber ich nahm immer noch Fan. Königstein am Rhein, bist mir der beste Freund. Du gibst mir das Gefühl, stolz auf dich zu sehen. Den altstaatlichen Dom, Friesen Platz der Ringe. Wenn ich all die Sachen sehe, dann schon mir den Harzenberg und dann den Karneval, den Jecke hier im Söckchen und noch
letzte Stück von dir. Seid ihr dabei? Köln-Stadt am Rhein. Ich hab dich wirklich gern. Ich brauch dich wieder bis. Hab ich noch in aller Fan. Köln-Stadt am Rhein. Bist mir der beste Freund. Du gibst mir das Gefühl, stolz auf dich zu sehen. Und bin ich jetzt nicht da, 2 Wochen oder mehr. Hey, dann geht es mir ganz schlecht. Dann denk mir, Kölsch, es hätt's mir weh. Denn geboren bin ich mittendrin in dir. Hier blieb ich bis zum Schluss. Mir fällt es zu, mir lebens dir. Ich will euch schwören, Köln-Stadt am Rhein. Ich hab dich wirklich gern. Ich brauch dich wie du bist. Hab ich noch ein oder Fan. Köln-Stadt am Rhein. Bist mir der beste Freund. Du gibst mir das Gefühl. Stolz, ich brauch eure Hände, weil wir singen. Stadt am Ich möchte mich an dieser Stelle beim sehr lieben Kollegen da oben bedanken, dass er uns seinen Ständer zur Verfügung gestellt hat. Ja, ist nicht selbstverständlich. Hallo. Genau. Ich bin ja wie ihr wisst oder auch nicht, Montreal. Er braucht ein bisschen Zeit in dem Alter. Ich möchte nicht, dass ihr über zu Hause erzählt, Familie Breuer. Ich bin ja auch, wir sind auch politische Menschen. Und ich muss jetzt mal Folgendes sagen, ohne dem Bas mit 4a das Schlusswort wegzunehmen. Hey Mutze, ihr und wir haben eine große Vergangenheit vom Namen her, aber was ich heute Abend hier erleben durfte, muss ich einfach mal sagen, wir müssen uns nicht verstecken, vor überhaupt keinem, vor gar keinem. Wir zwei haben heute hier wirklich da Tränen gelacht über alle Kollegen und auch schöne Musik hier und so weiter. Also ich nehme jetzt das Finale noch nicht vorne weg, aber wenn wir mal so sagen, wir setzen auf Tradition, was ich richtig finde, weil das dann können wir das genauso mit den Künstlern machen und da haben wir ja noch ein paar hier im Publikum, Gott sei Dank, die auch zu den Mut singen. Lasst uns den Weg einfach weiter wegführen, dahin, wo das Herz ist, wo die Seele ist. Es geht nicht immer um Lautstärke, es geht auch nicht um Agenturen, falls es einer noch nicht gemerkt hat. Es geht eigentlich nur um uns. Und wenn ihr kommt, weil wir hier sind, ja, das war's. Und mit dieser breiten Brust haben wir als Mutze-Mitglieder, der Peter und ich, dem Festkomitee ein Lied eingesandt.
einen Gesandten mit DT und haben gesagt, liebes Festkomitee, wie immer wir euch finden, wo immer wir euch finden, wir finden euch. Wir schenken euch jetzt ein Lied und es ist so stark, dass es reicht für die Session 18, 19 und 20. Ach übrigens 20. Ich bitte an dieser Stelle mal um einen riesigen Applaus für unser junges und fleißiges Bedienungspersonal. Oh, danke für die Getränke. Ja, die 22 hier ist jetzt, aber die haben auch für dich geklatscht. Also von daher. Wir haben also ein Lied eingeschickt und haben gesagt, ihr braucht euch nicht mehr zu bemühen. Und die haben es nicht verstanden. Wir beide sind aber der Meinung, hier ist ein sehr intelligentes, traditionelles, kölschbewusstes Publikum. Ihr versteht es. Und es wird zeigen, wenn wir nach der ersten Strophe schon den zweiten Refrain singen. Oder so. Okay, ich fange heute ausnahmsweise mal mit der Strophe an. Wenn Sie wollen, können Sie für Herrn Breuer klatschen, der wird in einer halben Stunde wieder abgeholt von der Rila Heimstetten. Gestern haben wir ihn über die Mauer geworfen und er ist wiedergekommen. Schunkeln ist schön, Schunkeln ist schön, Schunkeln ist schön, Schunkeln. Wie wär's mit euch? Was habe ich gesagt? Ein Hit. Noch keine Strophe gesungen. Schon. Ist ein Hit, oder? Ist das ein Hit? In diesem Fall doch. Schunkeln wird immer schöner. Schunkeln wird immer schöner. Schunkeln wird immer schöner. Schunkeln und auch die Blackfoes. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön. Schunkeln. Und jetzt nur die Damen, okay? Schunkeln ist schön. Was seid ihr? Schunkeln ist schön. Hätte ich auch eine Strophe singen können. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön. Die Männer verschone ich, weil das Lied sonst so lange ist. Hast du noch eine Strophe? Die zweite? Okay, und die letzte. Okay. Schunkeln ist am allerschönsten. Schunkeln ist am allerschönsten. Schunkeln ist am allerschönsten. Und jetzt wir. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön. Doch irgendwann muss man gehen. Jawohl. Ich weiß, er hatte eine dritte Strophe. Wollt ihr die dritte Strophe hören? Nein. Doch, er hat eine dritte Strophe. Die ist Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Die dritte Strophe. Also ich finde, der hat nicht nur deine Haare geschnitten. Jetzt kommt die dritte Strophe. Ich freue mich drauf. Ja, dann mach auch. Ich war mal beim Friseur, der war viel zu dürr. Dann han ich mir gedacht, besser ein Blatt als Jockenhaar. Nein, das war nicht die Strophe, das wär ja was für die Tofen. Zusammen mit euch singen wir noch einmal der Refrain. Ich will euch hören. Schunkeln ist schön. Schunkeln ist schön.
Schunkel ist schön, doch irgendwann muss man gehen. Jawohl! Herrlich! Liebe Moni, die dritte Strophe wäre eigentlich gewesen, wir hätten hier was zu trinken. Am Keyboard, Peter Paschek! Dankeschön! Wir möchten uns gerne musikalisch bedanken und verabschieden mit einem Song. Es gibt diesen wunderbaren Laden hier knapp 30 Jahre neben dem schönsten Theater, wie ich finde, in Köln, nämlich dem Hennessyne-Theater. Und so ist das Lied entstanden. Die Geschichte vom Hennessyne und Bärbelchen, vom Tünnes und Schäl. Beste Mo, beste Fahr, Spill, Hennessy Spill. Macht es gut, pass auf die Frau auf. Ja. Ist aber ja, weil ich sage. Immer noch warten wir auf Köln. Immer noch. Cabernet. Wirklich Eieresse. Okay. Ich weiß noch, wie schön Himmelchen war, die Oma noch nicht bei der Hand. Sie sagt, Jung, wir machen uns zurück vom Dach, wir sind quer durch Köln gerannt. Dann kommen wir plötzlich am Isermatt und endlich wusste ich Bescheid. Ich durfte hübscher tanzen sehen, was war da das Panz? Doch ein Freund, das kleine Pfützchen, auf ein Holzbank gedrückt, die Luft ächtet sich schon gern. Noch schnelle Blößchen, Kamelle verdrückt, die Oma nahm mich in der Arm. Dann wurde ganz plötzlich duster im Saal. Der Führhang, der trug sich auf. Et Joffel zu lachen, Joffel zu singen. Et wohnt sich jetzt Henk und ihr klar. Spill, Hennessy, spill, lass der Führhang niemals fallen. Spill wieder, verzähl uns von Freud und von Leid, für uns Fans, solange es noch geht. Spill, Hennessy, spill, den Stückchen aus dem Löffel, aus Holz in den Arm und die Beinchen gemacht. Doch echt ist den kein Scherz, was da schlägt. Wie gern hätte ich mit euch zusammen gewohnt in Knollendorf, nicht weg vom Ring. Auf der Alebank, die vom Höschen stund, saß der beste Mo in so ne Schäling. Und wer schlägt immer drin, hey, wenn es Sinn macht, ein Hennessy, der Kölsche Fetz. Und ein Bärbelchen, das Jodestück, das knallt mir heimlich mein Herz. Spill, Hennessy, spill, lass der Führhang niemals fallen. Spill wieder, verzähl uns von Freud und von Leid, für uns Fans, solange noch geht. Spill, Hennessy, spill, den Stückchen aus dem Löffel, aus Holz in den Arm und die Beinchen gemacht. Doch echt ist den kein Scherz, was da schlägt. Spill, Hennessy, spill, spill für alle Bands um Erde, aber heute Abend
Grüße. Dankeschön. Schöner Abend. Alles gut. Ihr Lieben, lasst uns sowas für heute ganz, ganz oft machen und damit alle sehen, wir leben, wir haben Spaß am Fastelovend, auch am 7. April. So. Der Rest ist scheißegal. Unser Zuhörer heißt rückwärts gesprochen. Ja, wir sind in der Kirche. Wer war das? Ich überleb's, würde heißen, I will survive. Hör mal, jetzt schüttest du mich aber so. Oh, hey, möchtest du, dass wir beide eine Brauerei aufmachen? Aber ganz, ganz lieb. Vielen Dank. Nein, Applaus an dieser Stelle für unsere Sponsoren. Wer weiß, was daraus wird. Vielen Dank für die Spende. Okay, gut. Wir bringen euch vom Text her ein ruhiges Lied, aber nicht wirklich. Wir alle haben ja vielleicht schon mal erlebt, wenn man sich trennt, dann trennt man sich. Und wenn es dann vorbei ist, ist es vorbei. Also ne, einfach mal so. Und dann sind mit Peter und mir im selben Jahr ist Folgendes passiert. Wir stehen am Stau in der Autobahn, gucken in den Rückspiegel und wen sehen wir im Rückspiegel? Ja, Uschi, von mir aus. Die Ex. Oh je. Und dann ist uns folgende Zeile eingefallen. Peter, weißt du noch, wie es heißt? Überhol mich. Vorbei. Das heißt einfach nur vorbei. Ganz schnell. Ja, das heißt, wir wünschen uns, fahr einfach nur vorbei, weil es ist vorbei. Aber ihr Lieben, ich habe eine Bitte, wenn der Rhythmus kommt, und ich kann im Moment nicht klatschen, wie ihr seht, brauche ich alle eure Hände. Okay, Aber vorbei. vorher singen wir alle zusammen. Ganz einfach. Das geht so. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. Und dann singen. Das geht noch ein bisschen lauter.
Ring und du sind wir ich und jetzt singen wir alle zusammen. Wo seid ihr? Das geht noch ein bisschen lauter! Behalten, wir haben ja Ostern. Denn der Jens ist wirklich wahr im Hetzel in Köln. So wunderbar, wenn man jetzt Glück Abend eigentlich da. Könnt ihr aus Düsseldorf, Frankfurt, ist mir egal. Da wird er nicht verstanden. Doch ihr seid parat. Wir sind vermillig, komm, lass uns singen. Halleluja, 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 Halleluja. Freunde sind da, wenn du nicht verstanden, Mut zu werden niemals umgegangen. Denn eins ist wichtig, einfach zusammen lachen und Spaß haben. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. So viel Zick haben wir nicht. Immer drüber nachdenken. Komm, lass mal singen. Halleluja, 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 Halleluja.
bevor ich das Mikroskop wieder sehr gerne an unseren Bas weitergebe, ich muss sagen, herrlich. Freitagabend, Ostern noch nicht da, Karneval knapp vorbei. Aber was ist passiert? Ihr seid da, wir sind da. Das ist Fastelovend, das ist Köln. Lasst es uns erhalten. Ich würde darum bitten. Und jetzt kommt die Stelle, auf die ich mich freue, ihr singt alleine. 1, 2. Peter Paschek. Ja, man muss Männerfreundschaften pflegen. Ja, muss man auch. Wolltest du jetzt noch was singen? Ich sage den Rest des Abends dann. Nein, ich wollte dann nur an für sich sagen, dass nett war, dass schön war, aber dann ist ja vorbei. Dann kannst du nichts mehr singen, oder? Ey, ist Einer geht noch. Ja, geht Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So, ich will schon empfehlen, im Wohnzimmer. Dann nutzt das aus. Ich finde, aber es geht ja nicht um uns, es geht ja um uns. Ne? Ich wollte nochmal sagen, es geht nicht um uns, es geht um uns alle. Okay, dann müsst ihr jetzt mal alle Gläser aus der Hand legen. Uralter Sockentitel. Grüß dich. Die alten Römer haben es von unserer Stadt Köln-Kolonia gesagt. Warum ist mir Drissejahr, aber so ist das Lied entstanden. Und das Lied heißt Kolonia. Es geht zählig los. Aber ich brauche jetzt auch deine Hilfe, okay? Wenn der Rhythmus kommt, ne? Komm mal auf die Bühne, man sieht dich schon. Ja, wie heißt du? Dennis! Applaus für Dennis! Hey, dein Applaus! Weißt du, wenn der Rhythmus kommt, machst du mit dem Ei einfach so. Und Schick los! Ach, was war das früher schön! Doch in Kolonia. Früher war ja alles besser. Nein, das finde ich nicht. Wir müssen nach vorne gucken. Und wo sind eure Hände? Achtung! Die Jugend tanzen auf der Hufstraße. Sie drießen auf der Dom. Im Hafen wohnen Kellys Kinder schon wieder. Und der Friseur ist tot. Und wir singen unser Lied. So singen ist gut verkehrt. All die Lütscher hier im Stückchen. Auch ohne Röckchen.
Ganze Saal. Kolonie, ja und Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Ciao. Jahresbericht 2 machen wir Deppen dann auf Mallorca auf und nehmen dann einen Filialen hinter Dux noch mit. Ne? Das kriegen wir, dann sind wir gut soweit, europaweit nutzemäßig aufgestellt, sagen wir so. Ne? Herzlichen Dank, lieben Detlef Launstein, Peter Pasche, Dankeschön. Dankeschön.